De storm in ons leven. Dat kan een dieper verlust zijn. Dat kan trauma zijn. Du is vielleicht weggestorben. Alles ist zwei. Dein Leben ist über Kopf. Und du weißt nicht, wo deine Welt geblieben ist. Dann kommt Jesus. Dann kommt Jesus und er bringt Frieden. Er will, dass es alle ruhig ist. Wenn Jesus kommt, dann kommt Frieden. Good evening, everybody. Ik heb al de gelegenheid gehad veel van trauma te leren. Wat is trauma? Is dat Engelsche wordt bloß leichter, als dort noch sein, immer wel op Deutsch te erklären, aber ich will immer wieder sagen, was das op Deutsch ist. Das ist, wenn die Begegnung mit, was so schwer sind, was die so erweitert sind, was die emotionally viel fordern, viel verlangen von die. Ich weiß mehr, als was die geben kannst. Und mal ein Beispiel davon von der Bibel. Wir haben die Geschichte von Petrus, wo er ab dem Wuter geht, und er geht nur Jesus. Und er sieht Jesus, und bei uns kommen die Wahlen, und die nehmen sein Fokus bloß ganz weg. Sein Attention geht nicht bloß ganz nur die großen Wahlen, die am de Unger nehmen wollen. Und aber wenn er Jesus kicken wird, dann geht er nicht Unger. Und ich glaube, das ist das ganz beste Beispiel, was wir können bringen in uns Leben. Wie wollen Wahlen begegnen in uns Leben? Aber wenn wir nicht uns Attention bloß durchdrehen, weil wir sein, so gut als möglich unsere Gedanken und alles bei Jesus haben, in Jesus gedreht haben, dort wir nicht untergehen wollen. Gott will nicht, dass wir untergehen durch diese schweren Dinge, die in uns Leben dann kommen. Schwarze Köller. Aber fehlt mir dann, dass ich auch ein klein bisschen erklären, von was ich reden will, und ich das auch eine Klie geben. Trauma, das gebe ich die schwarze Klie. Das ist das Schwierige, was in deinem Leben passieren wird. Nächstes Mal, dann, wo ich die Unterbett klären, gräbe und bleibe, dort habe ich mit den Gedanken und mit den Gefühlen zu tun. Und dann das letzte noch der rote Klier. Dort habe ich mit uns Behavior zu tun, mit den Dingen, was wir tun, was wir uns austeknen tun. Aber von der wollen wir uns beschäftigen mit das. Trauma, das ist something, was uns sozusagen angrühlen wird. Something, was unsere Welt ganz verschärft, was unsere Welt ganz über Kopf drehen wird, sozusagen. Und wenn das passieren wird, dann sehen wir in die Gefahr, dass wir das bloß zu sie schieben tun, oder dass wir überhaupt das nicht mal annehmen wollen, dass überhaupt passiert ist. Wir sind an so eine Gefahr bein. Und das Leben, was wir leben, dann will man sagen, uns gewöhnlich, uns tägliche Leben, das sind auch genug Dinge, die das Leben sowieso schwer merken wird. Aber damit eins, dann passiert was du bloß so grauslich so einschneiden wird, noch an das gewöhnliche tägliche Leben, dass wir bloß meist nicht wissen, wie wir mit das handeln sollen. Wir lernen uns im Leben auch ein bisschen mit schweren Dingen zu handeln, mit Stress. Stress kann wir alle. Wenn du einen schweren Tag gehabt hast mit deiner Arbeit, was immer das mag sein, ab einem Tag denkst du vielleicht, okay, ich war die Boot von Minuten voll gut, warm mit Wut schälen und die Bubbles nicht, du musst beim Satten. Und so dort handelst du mit dem Stress. Auf Englisch nennen wir das Coping. Wir lernen uns Dinge zu tun, dass nicht alles so schwer ist, nicht? Und wir fingen noch viel Dinge zu tun, wir fingen noch viel Dinge, was wir können brauchen, zu mit gewöhnlichen Stress handeln. Aber wenn ein Trauma im Leben ankommt, was so viel Hünsch ist, dann riecht das nicht so, bloß einmal ein harten Bubble Bath haben. Das riecht nicht so, bloß mal, mal eine Eiscreme-Idee oder was immer, zum Bett fallen. Nun ist unsere Welt ganz über den Kopf gedreht. Und was soll ich nun mit das? Wenn wir mal an eine Person wollen denken, was schwere Dinge durchgegangen ist, das ist ein sehr gutes Beispiel. Dem wird alles fortgenommen,
10 Kinder, alles Feu, alles was hat. Und dort, wo wir noch mit durchgehen, wird ein Trauma uns alles wegnehmen. Ein Trauma, das uns bestehlen. Und so, wenn ich an Hiob denke, da, in sein, da, wo er durchgehen dort, und wo dat te Gott laat uitvallen dat jaf mij moed, wat immer ik durchgehen da, dat ik weet, ik kon er durchgehen. Wenn hier dort haft kunt, dann kann ich das auch. Und ich kijk noch mal nach diese Geschichte und ich frage mich, okay, warum lässt Gott das tun, dass der Feind den so versiegen kann? Warum lässt Gott das tun? Because das ich mir feststellen, Gott wisst dort, Hiob wird das durchsagen. Gott wisst dort, Hiob wird stark bleiben, der wird treu bleiben, der wird nicht abgeben. Und so, Gott lässt das tun. Es dort vielleicht noch ein Ding, was bei uns auch passieren wird. Du sind Dinge, die passieren dann, wo Gott nicht den Hund verholen wird, sozusagen, because er weiß dort, das kann was Gott tun in uns Leben, das kann uns Glauben stärken, das kann uns nur anbringen, das kann irgendwas Gott noch bringen, dass wir wollen wissen, dass dort weiß, dass wir nicht wollen abgeben, wenn wir auch dort alle durchgehen dann. Kann das deswegen sein, dass Gott manchmal bloß nicht die Hand vergehalten hat? Und wir würden aber so gieren, dass er dort, nicht? Okay. Diese Bilder von der waren nicht so angenehm sein. Und ich probiere die nicht zu, nicht Bilder lesen, die zu gruselig würden sein, nicht? Aber ich will haben, die Message soll rauskommen. Wir wollen mal was Beispiels bekennen, von wo Trauma kann herkommen. Ein Accident. Irgendwas ein Mensch bloß sehr angerieben hat. Entweder du bist selbst in das Accident gewesen oder somebody else. Ich weiß, dass unsere Älteste dachte, ein Accident hat und wir nicht geworden. Körperlich. Aber ich weiß, das ganz Erste, was ich deut, als wir stur wären, die Karte wir ganz verbracht, sie sagt am Ambulancebahn, und mein Hart das wohl bloß rüthüpsen nicht mehr, weil dat wir so zum Grühlen, du unterdenken, dass dem Jahr du in der Koi warst, wir. Und das ganz Erste, was ich deut, ich bete über er, und ich bete, dass die Angst sich nicht mehr kann an er. Und mir freut, dass dem Jahr wiederkommen dort. Und das geht nicht lang, aber die waren in der Korn kriepen dort zum Fahren. Aber sonst ist das, dort jaft ein solcher Hühnchenstücks an eine Person. Wenn du wem verlieren das ist eine Weide, was nicht zu beschreiben geht, nicht auszusprechen geht. Wenn du mal wem verlieren das, dann wird ja das jaft noch mehr Verlust. Als Menschen verlieren. Wenn du deine Arbeit verloren hast, wenn du Freunde verloren hast, was du wegtragen, oder du hast irgendeine Weide passiert und die wollen nicht mal mit dir reden. Oder Geld verlieren. Verschiedenste Dinge, was wir verlieren können. Und das kommt Luther auch noch in den Messages in der Klasse, was Christi wird tun, wenn du grieving das, wenn du trüren das. Wir trüren nicht bloß, wenn du weggestorben bist. Wir können noch trüren, wenn wir irgendwas anderes verloren haben. Ein kleines Kind kann am Trüer sein, wenn der einen Freund verloren hat, was nicht mal durch eine Schule gehen hat. Was weggetragen ist. Und wie kann das Pferd nicht verstehen? Warum benimmt das Kind sich das? Warum wird ihm ein so Gorstrich oder wird so schlimm? Well, vielleicht ist der eine Trüertit, vielleicht hat der was verloren und der fängt sich du nicht reich mit diesem Trauma. Krankheit im Haus. Entweder du bist eine Krankheit oder bist auch viel krank gewesen oder wer in deiner Familie. Was fordert das alles von einem Menschen? Wenn du wer bloß immer krank ist, oder wenn du dort bist und du immer mit Krankheit zu fährten hast, dass das weh und das fordert von dir und das fordert.
wo eine kranke Person einfach so übermüdet wird von der, die fängt an wüttig zu werden. Und dann wundern wir uns, na, warum ist der bloß da? Wegen das, ein Mensch wird noch mal überfordert von seinen Dingen als das. Abuse. Okay, so auf verschiedenste Wege kann ein Mensch missbraucht werden. Und wenn das passieren wird, das ist ein Ding, was ein Mensch ganz benehmen kann, wo er sich nicht mal ertragen findet im Leben, wo er überhaupt normal leben will. Ich denke besonders an ein kleines Kind, das dort im sexuellen Weg missbraucht wird. Und das Kind redet da nie nicht von, wegen der wird gesagt, du wirst nicht sein. Wegen wenn du warst, dann wird es noch schwieriger geben. Und so das Kind bleibt still und hält das alle Beine und wost mit das Top ab, kann vielleicht auch ganz gut gewesen sein, vielleicht auch befreit, selbst Kinder haben, was immer, und die lebt noch einmal mit das, die struggelt noch einmal mit das. Violence, Gewalt, was da geäuft wird. Wir haben hier in unserer Umgebung auch viel von uns das gehört. Für some von ihnen wird das sehr dicht kommen. Das ist ein Trauma, das ein Mensch meist das Leben nehmen will. Und welche sind Dinge aus das? Kriegst du Jacob hier auch mitteilen, auch von einem Trauma, ein Ding, was er belebt hat, er besieht sich selbst gewesen zu sein. Das kann ein Mensch körperlich ganz annehmen. Wo du körperlich nicht mal weißt, du kannst nicht mal moven. Wenn ich aus dir mal so belebt hast, wo du die gelähmt fühlst, wo du danach vielleicht abwarten lässt und du grühlst die so gründlich sah, dass du nicht mal moven kannst. Dort haben wir uns das auch zu tun. Du sind die Gedanken, die Gefühle, so sei er mit verwickelt, wird ab ihrem schwierig. Das ist ein Ding, was wir auch ein bisschen viel hier in unserer Gegend belebt haben. Ich nur die nächste gehen. Warum haben wir hier so eine Klasse stehen? Warum reden wir von so einer Dingen stehen, was bloß sehr weit tun? Warum reden wir von das? Warum wollen wir nicht bloß still sein, das bloß ignoren und dann sein wieder zu leben? Wir müssen von diesen Dingen reden. Wenn es dort hier Bahnen holen, dort hier Taub sammeln, dort wird immer schwerer und immer schwerer. Dort muss kommen. Rede von. Rede zu einer Person von, was du durchgehst, was du für ein Trauma belebt hast, was dort zu dir getan hat. Das ist uns auch nicht fremd, das sind die Dinge aus das. Und ich weiß, wir fangen vielleicht an, klein bezahlen, vielleicht von some Dingen zu vergessen. Aber da haben wir uns dann erst irgendwas am Weg, das war alles sehr ab. Deswegen ist es so wichtig, dass wir von Dingen reden und mit den Handeln tun, dass wir gehalten werden. Das ist, was Gott will für uns. Wir haben das über das kleine Kind. Das Kind, das ist hier verloren. Keiner kümmert sich um das Kind. Das ist ein Trauma, wo du kann vielleicht auch viele, viele Jahre in deinem Leben passiert sein und du kommst noch einmal mit dort. Wo Mama und Papa wären nicht rum. Die kümmern sich nicht an mich. Keiner wartet überhaupt an, dass ich noch rum wäre. Das ist so eine große Weide in Kenia. Wenn der abwuchsen mit das, dort merkt der ganze Leben schwer. Und alles, was die tun, du spielt das noch einmal eine Rolle an. Das hat vielleicht ein bisschen schmacker, das Bild. Aber weißt du, das hat zu tun mit Ändernissen, Change. Die sagen nochmal, die einzige Person, die Change gleichen, wenn Dinge ändern, sind Teenagers. Aber ich glaube, nicht mal die gleichen Amateur Change, nicht? Wenn ich alles bloß ändern, die nicht mal die Sache bist und Dinge. Ich hier nochmal von Mamas, wo die vertellen dann von ihren Kindern, was sie Tüß gehabt haben, und dann dort ja eine Schule getan haben, wo dort Kind geändert hat. Wo ganz anders die sich nicht benehmen wird. Und sagt zu der Mama, denkst du an, das ist eine große Ändernis durchgegangen? Tüß wie die sich sagen, bei dir.
Und nu met ons, nu is die in eine ganz fremde Welt. Als die allemaal in eine ganz fremde Welt naar je doen worden, nu weet die hier. 18 Jahre terug, ik mijn man naar reis hier gaan, trokken hier naar Mexiko. Dat was met een vreemde Welt für mich. Nu wil ik hier niet weg wollen. Aber dat kostet uns was, hier gaan tragen. Und uns kostet was, wenn dort Ändernissen geben wird in uns Leben. Wenn Kinder ich den alle verloren dann, wo die noch so innocent sind und wo die in den Teenage-Jahren dann gehen dann. Das ist eine Ändernis, was die Ferien ganz benehmen will. Die anderen Ferien so sehr, dass bloß nicht mal die Person wird dort movieren. Na, wo ist die Last, ihr Leben, ihr Medial, was du immer wirst? Warum bist du diese Ehrenzofen und alles hört die Nübles immer? Wo ist die geblieben? Das hat alles geändert. Oder die Person, die du sich endlich hat gelehrt, nu ein Teenager zu sein, ja, nu weiß ich, okay, Nummer eins, nu soll die ganz independent werden. Nu denkt ihr um befreien, in Rücktragen, in selbst eine Familie anfangen, grüßt sich mir dort even daran zu denken, ob ich will nicht. Und das dort sind immer Ändernissen am Leben. Alles will bloß ändern, Romans. Und dort ist Trauma. Wir haben natürliche Verdorben, wo wir sagen, Natural Disasters. Vielleicht sind wir noch nicht so bekannt mit der hier in unserer Gegend, aber da haben in der Welt auch sehr viel alle Sorten gegeben. Erdbebens, Überschwemmungen, Ureinkommens, viel Verschiedenes. Und dort gibt es so sehr viele Menschen an. Und die Menschen, die leiden darunter. Wenn dort auch alle abgeräumt essen, waren alle auf dem Weg. Aber hier ban leiden die noch immer, wegen der Hand hier ban noch nicht mit dort gehandelt. Krieg. Die wollen vielleicht so denken, okay, wir sind gleich so bekannt mit dem Krieg. Wir sind hier noch nie nicht am Krieg gewesen. Wir sind am Krieg. Vielleicht lautet nicht Krieg existiert, aber wir sind am Krieg ban. Wir sehen nur eine Sicherheit für uns. Wir sind in einem Krieg ban. Die Welt ist in einem Krieg. Streit, ein Zank, einer gegen den anderen. Das kann Tüß im Haus sein, das kann eine Kirche sein, das kann eine Schule sein, das kann ein Business sein, wo immer, wenn ihr Uneinigkeit über die Welt kommt. Seid doch mal angeworden, wo immer du mehr als ein Mensch ist, du hast die Gefahr für das. Wenn du dann auch zwei verschiedenste Ideen. Und was tut das ein Mensch? Wenn besonders an die Tag an das Kind, was dazwischen ist, und der hat immer mit Hirn und Sein. Mama und Papa streiten sich auch. Mama und Papa sind sich auch da. Das gibt die Sinne Unsicherheit. Dort ist traumatic, dort ist ein Trauma. Und some Menschen leben Tag für Tag in diesem Stadt. Das sind zwei gebrägte Träume. Hast du Träume gehabt in deinem Leben, was nicht in Erfüllung ging, was bloß ganz zwei ging? Hast du vielleicht irgendwas ewig geteilt im Leben, was du noch mal tun wirst, wo du noch mal wirst sein, was dann und dann, und das alles nicht gegangen? Was ist das an den Mensch? Was ist das an dein Hort? Oder Dinge, was du belebt hast, was die sehr im Schämen merken deinen. Was hast du dort getan zu dir? Du sind so sehr viele Dinge. Ich habe hier noch mal bloß ein paar über die gebracht. Aber ich glaube, jeder einer von ihnen wird als something du hast gesehen, was die im Part von deinem Leben geworden ist. Sorry. Ich werde das hier lauten. Aber ich habe hier schon zwischen was anderes. So, was ist so ein Trauma, was wir hier gerade gesehen haben, was ist dort an einem Mensch? Dass ich auch sehe, dass der ein Mensch bestehlen. Hast du das einmal belebt, dass die es bestohlen werden? Das ist ein sehr damit Gefühl, sind dort. Because du
Du fühlst dich immer so haltlos. Du hast keine Kontrolle über dort. Die haben das bloß genommen und das ist nicht wahr. Du weißt nicht wohin, du weißt nicht wer. Und aber das sind Dinge, die nicht unter Pfoten gehen, sozusagen, aber Dinge, die ans Wahr gestohlen worden. Durch seine Erfahrungen ist das. Ein von den Dingen, das ist unsere Identität. Wir wollten nicht mal beweisen. Wer sind ich überhaupt? Das kann uns wahrgenommen werden durch Sound. Unsere Sicherheit. Wir fühlen uns nicht mal sicher. Was jetzt noch schöner ist, wenn einer sich mal sicher sein über Wort. Und dort ist uns alle wahr. Fühlen uns nicht mal sicher. Uns Zweig im Leben. Was wir hier sind, das ist uns wahr. Ich weiß nicht mal, wegen was ich hier bin. Was tue ich hier? Meine Freiheit ist wahr. Die Freiheit, die ich habe, zu tun, was mich jankert, das ist uns alle wahr. Mein Vertrauen, ich vertraue keinen mehr. Alle wegen passen wir bloß ab, was wird die anderen nicht tun? Wo wird dieser nicht mit mir handeln? Wir haben kein Vertrauen mehr. Uns Friede ist wahr gestohlen worden. Uns Makel geht, uns Gemietel geht. Prof mal, wem der ferne warme Tag im Mars war zu retten. Ich war schon so eine tolle Person getroffen. Wir haben nicht mal die Gemütlichkeit war. In klare Denken. Gott sagt, dass er uns nicht ein Geist von Angst gegeben, aber ein klare Denken. Konzentriert Gott durch. Weißt du, wie viel wird das ein klares Denken zu haben? Ich weiß das nicht all im Bett, weil da sind Zeiten, wo sich mir das spät, nicht wo sich mir das spät, wo meine Kinder mir das sagen, Mom, das sehe ich die all. Mom, wo hast du das nicht im Denken gehalten? Dann denke ich, okay, in der Bar. Ist mein Denken all so muscherig? Aber ja, das wird nicht schön, wenn einer erst nicht klar denken kann. Und das wird ein Trauma das nimmt die dort wahr. Und das dreht sich alle durcheinander. Deine Wohl, dein freie Willen im Leben, das ist die nicht mehr ins wahrgenommen werden. Wie fällt sich dort, diese Dinge nicht alle los zu sein? Ein Trauma, das sozusagen, das merkt ihm ganz nervig. Das redet alles wahr von ihm. Und dann, was wir dann tun, dann sieg wir so ein Top herupen, was wir kennen, um uns zu bedagen. Das Krieg wird Armen aufverdeuten. Die belebten in Trauma durch an den Garten. Die finden heim und die spielen mit ihren Gedanken, die mögen entwiebelig. Die nehmen den Fried wahr, was sie haben an Gott. Und so, nu stehen sie da ganz nervig, ganz bestohlen, alles als ein Fuß genommen. Und was tun sie? Sie sehen Fuß, was sie können, um sich bedagen. Und das ist, was wir auch tun. Dort, wo wir irgendwie fangen an äußernde Dinge angeruden tun, wegen wir wollen uns bloß bedagen, wir wollen uns bestohlen. Trauma, der nicht bloß uns alles wahrstellen, aber dann jaft Trauma uns nach Wort, an der steht, und das ist Angst. Angst kommt an uns näher, merkt sich dort Tüß, verwandelt sich rein ganz. Dort, wo wir körperlich spüren, dort, wo wir mit uns denken spüren, mit unserem Gefühl, mit das wir uns benehmen tun, und das hat alle mit dieser Angst zu tun. So, der kommt und der nimmt, der steht nu an, wo die erst Fried wird, wo der gemütlich wird, wo der Sicherheit wird. Nu fängt die Angst an zu regieren dabei. Aber, das ist mein Bastet hier. Obergott. Das ist immer ein Obergott. Gott will uns du nicht looten. Gott will nicht dort, wie du bleiben sollen. Gott hat was für mich und die. Fähig sehe ich all, dort so viele Dinge, was bei dieser Zeit in der Welt passieren, dann das merkt bloß keinen Sinn. Und wir können noch nicht mal sein, was dort kommen, dort wir dort mal alle ausfiguren können. Und wir sollen noch nicht mal. Aber was wir sollen tun, dort ist an Gott seine Versprechungen halten. Uns Gedankenleben, wo ich nächste Woche mit allen angehen,
dort muss ich nu wählen, weil ich mich konzentrieren an Gott und an seine Versprechungen, oder weil ich meine Gedanken immer bloß beschäftigen mit dem, was mir passiert ist, mit alles, was mir ist wahrgenommen worden. Ich muss hier eine Wohl merken. Ich muss entscheiden, was ich will. Ne wat folge ich mich? Ne wat folge ich mich? Du kann ich nicht gut. Ich muss eine Entscheidung merken. Was will ich? Petrus, der musst du eine Entscheidung merken, dass er nicht ungegangen ist. Er muss nur Jesus kicken. Aber er wollen die Wahlen so Leute sind. Er wollen, dass hier bloß alle Raum ist. Weißt du, das ist ein Kampf. Das ist schwer. Das ist nicht leicht. Das braucht Zeit. Und das braucht, dass ich das immer weiter mich vernehmen darf. Das ist, was ich will. Ich will gesinnt worden. Ich will gehalten worden. Mir ist was schwer passiert, aber wenn wir in Regen bei uns sein, dann sei wir eine Versprechung von Gott. Und das ist so, was noch sein merken wird. Das nehmen wir im Glauben an. Das tun wir im Glauben und im Vertrauen. Weil wir some von den Versprechungen bekennen. Joel, Kapitel 2, Vers 25. Ein von meinen besten Versen. Gott verspricht hier, er sagt, ich will jünt die Jahren geben. Ich will jünt die Jahren geben. Da wird die verspielt haben, das will ich noch wieder kriegen, sagt er. Ich weiß, er redet hier von Großhoppers und Rhythmen, was immer, die das alle wahrgefreten haben und wahrgenommen haben. Aber er sagt, ich will jünt das geben. Hast du den Vertrauen und den Glauben, dass dort wird die als wahr gestohlen worden, durch ein Trauma, dass Gott die dort geben kann? Hast du den Vertrauen? Jesaja 43. Und wann die Worten maten, durch Deipet wuter gehen, wo ich ihn beistehen, wenn der Riefer ihn mitreden will, wo ich ihn nicht unkriegen. Und wenn die am Viernen kommen, wo ich ihn nicht brennen. Hört mal, was der Vers hier anfangen hat. Und wann die Worten, er sagt nicht, vielleicht, und wenn es entgeben wird, wann die Worten durch Deipet wuter gehen. So, das ist all sicher, dass die Worten durch schwere Tiden gehen. In so einer Welt leben wir. Das gehen wir noch nicht in den Stich. Ich weiß, ich einmal, als ich in den 9 Jahren wie eine Schule, dann wären da eine Lied, was ihre Kinder durch eine Schule schicken dürfen, und die wollen nur stets tragen, wegen, das hier sich so hier in Mexiko wird das Krieg geben, und sie wollen den in den Stich fahren. Und da habe ich gesagt, klug, nicht? Wir fahren nicht in den Stich. Wir wollen keine schwere Dinge in den Stich fahren. Wenn du Angst hast für Accidents oder für irgendwas Schwieriges, du kannst nicht bloß tschüss bleiben, die an einer Stufe bemerken und sie denken, hier wird mir nicht schworen. Wie kann das nicht in den Stich gehen? Ich weiß, das hier sich nicht eine Sache, nur recht, nicht? Aber Gott sagt hier, wann diese Dinge passieren dann, guck mal, wenn wir uns an Arm halten wollen durch diese Dinge, dann wollen die Dinge uns nicht verdrängen und die wollen uns nicht verbrennen. Gott will haben, dass wir sollen aus den Dingen rauskommen, stärker als euer. Nicht, dass die uns sollen durchreiten und in den Grund bringen. Gott will haben, wir sollen aus dort rauskommen und ein stärkerer Vater sein, als was wir vorher wären. 2. Korinther 5, Vers 8 und 9. Wir wurden von allen Seiten hart bedrängt, aber wir sind nicht eng. Wir kommen in Verlegenheit, aber wir verzeihen nicht. Wir wurden verfolgt, aber niemals verloren. Wir wurden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Warum nicht? Warum wollen wir nicht verzeihen? Warum wollen wir nicht umkommen durch all das? Weil es war eine Versprechung. Gott hat gesagt, er wird immer bei uns sein. Hast du einmal angedacht, den Trauma, was du durchgegangen bist, oder was du durchgegangen bist, dass Gott es kriegt durch? Gott ist mitten am Sturm. Wenn du mal ein bisschen studieren dann über den Uhren kommen, mitten im Uhren kommen, dass du hast dort
du ist doch gleich so stürmig. Und wenn ich an denke an einen Sturm im Leben, Gott als kriegt eine Mad von den Sturm, der kickt nicht vom Büten. Wo du den Sturm bist durchgegangen, du wie Gott, und du as Gott. Heißt du Madden Mank. Und wenn wir können nur die Mad von den Sturm gehen, einfach mit Fliet gehen, du wo wir den Fried fing. Du wo wir an Gott seine Jegen wird sein, und du wo wir den Fried erfahren. Ich habe verschiedenste Dinge in meinem Leben auch belebt. Und immer war, wo ich dort an. Gott, als Kraft durch. Und der leitet mich durch, der hält mich durch. Und dort nicht für Gott gewusst wäre, würde ich nicht an eine andere Seite gekommen sein. Du hast ein Chinese Proverb, hier ist interessant, aber ich will sagen, dass ich darauf Deutsch übersetzen kann. Wenn du an Vögel denken, an trüge Vögel. Vögel wird eine trüge Sache bringen, dann, okay? Vielleicht ist es ein, sind wir schon mal die Babys bringen, dann? Was heißen die Storks? No. Okay, diese Vögel, die bringen trüge Erfahrungen, okay? Das sage ich. Du kannst dort nicht verbiegen, dass diese Vögel diesen Sorrow, das trüge nicht bringen wollen, aber was du verbiegen kannst, ist, dass die sich nicht nassen, die noch merken dann. Die kann über die Ewe fliegen und da kannst du nicht verbiegen. Die wollen. Aber du kannst das verbiegen, als die du nass bühen oder nicht. Und so, wenn du schwierige Dinge im Leben begegnen das, okay, nu hast du eine Wohl. Soll das nu ein Part von meinem Leben werden, wo ich immer mit zu kämpfen habe, oder wo ich mit das nu handeln so, dass ich kann gehalten werden, ich das Gott bringen, dass ich kann wieder leben. Das ist möglich. Das ist möglich. Und das wird wir in der nächsten Klasse wieder gehen und sehen, wo wir dort können tun. So Dankeschön für das Zuhören, weil wir noch beten zum Schluss. Vater Gott, wir danken dir, dort in unserer Welt, wo wir leben, mit all den Troubles, dass du Gott bist. Und dass du hier bist für uns, dass du reut bist, uns zu helfen mit all das Schwere. Das ist so, was wir nicht drehen können und nicht drehen wollen. Und wir wollen uns lernen, das nicht die zu bringen. Wir wollen uns lernen, durch eine Mad von den Sturm, nur die zu sehen und du in deine Jungen wird zu sein und deine heulende Kraft über uns fallen. Ich danke dir, Gott, für jede Person, die hier von dir ist. Du kannst das Wort, du kannst das Video, du weißt Kraft, was jede Person hier all durchgegangen ist. Aber du weißt nicht, dass sie du bleiben dann. Du wirst entrüten, du wirst entheulen. Und ich bete, dass jeder Hort hier von der sich bloß wird aufmerken für dort, was du in ihr Leben tun wirst. Gott, wir geben dir alle Ehre und allen Dank. In Jesus' Namen. Amen. Der Sturm in ons Leben. Da kann ein dieper Verlust sein. Da kann Trauma sein. Du hast vielleicht wehgestorben. Alles ist zwei. Dein Leben ist über Kopf. Und du weißt nicht, wo deine Welt geblieben ist. Dann kommt Jesus. Dann kommt Jesus und er bringt Frieden. Er will, dass es alle ruhig ist. Wenn Jesus kommt, dann kommt Frieden.